Guten Morgen, meine lieben Kinder. Wie geht es euch? Heute haben wir das Thema Konjugation vom Verb sein. Das Verb sein ist das wichtigste Verb und wir konjugieren in Präsens. Wir versuchen mit allen Personalpronomen zu benutzen. Dann geht's los. Wir haben schon das Verb sein konjugiert. Also wiederholen wir. Seid ihr bereit? Sein. Ich bin. Du bist. Er ist. Sie ist. Es ist. Wir sind. Ihr seid. Sie sind. Sie sind. Wiederholen wir nochmal. Ich bin, du bist, er ist, sie ist, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind. Hier habe ich für euch eine leichte Übung. Verbindet Personalpronomen mit passenden Verben. Lesen wir. Wir schauen, ob wir richtig die Linien nachfahren. Zum Beispiel, ich bin. Jetzt kontrollieren wir. Ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Nun hören wir das Lied mit der Konjugation vom Verb sein. Sein. Ich bin. Du bist. Er, sie, es ist. Wir sind. Ihr seid. Sie sind. Wen seht ihr auf dem Bild? Wer ist das? Das ist ein Klon. Wie ist er? Er ist lustig.
Was macht er? Er lacht. Super, wir haben das toll gemacht. Lest die Sätze und merkt euch. Später erzählt ihr, was ihr im Kopf behalten habt. Er ist lustig. Sie ist lustig. Ich bin lustig. Wir sind lustig. Sven und Sabina sind lustig. Wiederholen wir nochmal die Konjugation vom Verb sein. Er ist lustig. Sie ist lustig. Ich bin lustig. Wir sind lustig. Sven und Sabina sind lustig. Das Verb sein können wir in verschiedenen Sätzen benutzen. Auf dem Bild sehen wir ein trauriges Mädchen. Vielleicht möchte sie in die Schule gehen oder sie ist müde. Wie ist das Mädchen? Das Mädchen ist traurig. Das Mädchen ist traurig. Kinder, lasst uns fragen, wie geht's? Wie ist unsere Stimmung? Wie geht's? Wir sind lustig. Wie geht's? Wir sind traurig. Seht bitte Smiles und wir werden alle zusammen antworten. Wie geht's dir? Es geht mir wunderbar. Wie geht's? Es geht mir sehr gut. Wie geht's? Es geht mir gut. Wie geht's? Es geht mir schlecht. Wie geht's? Es geht mir furchtbar. Also Kinder, wie geht's euch? Prima, schön, dass euch gut geht. Nun jetzt ist die Zeit für die schriftliche Aufgabe. Schreibt in die Lücke passendes Verb. Ergänzt die folgenden Sätze mit den richtigen Verbformen. Ich bin 9 Jahre alt. Du
bist im Garten. Er ist heute zu Hause. Wir sind Schüler. Ergänze die folgenden Sätze mit den richtigen Verbformen. Mario ist mein Bruder. Die Zitronen sind sauer. Die Mutter ist nett. Das Kleid ist neu. Ich glaube, ihr seid müde. Ich empfehle euch, ein Gedicht vorzulesen. Jetzt lesen wir schneller und schneller. Ich bin Peter. Du bist Paul. Ich bin fleißig. Du bist faul. Dann versuchen wir, das schneller zu lesen. Ich bin Peter. Du bist Paul. Ich bin fleißig, du bist faul. Wer kann noch schneller lesen? Ich bin Peter, du bist Paul. Ich bin fleißig, du bist faul. Schön, ihr habt das toll gemacht. Hier haben wir Wörter und ihr bildet Aussagesätze und konjugiert das Verb sein. Seht bitte ein Beispiel. Adam, ein Junge, sein. Wie bilden wir einen Satz? Vergesst bitte nicht, wo steht das Verb. Das Verb steht immer auf der zweiten Stelle. Adam ist ein Junge. Bildet Aussagesätze aus dem folgenden Material. Konjugiere das Verb sein. Ist es euch gelungen? Super! Zur Kontrolle empfehle ich euch richtige Variante von den Sätzen. Ich bin groß. Der Junge ist heute in Berlin. Mein Name ist Melinde. Wir sind Schüler. Meine Mutter ist jung. Im Zoo sind Elefanten. Es ist noch interessant, wie viele Sätze wir mit dem Verb sein bilden können. Einen Fragesatz kann man mit diesem Verb formulieren. Wenn wir Fragen stellen wollen,
dann können wir ohne W-Fragen einen Fragesatz bilden. Der Satz beginnt hier mit dem Verb und am Ende brauchen wir ein Fragezeichen. Seht bitte Beispiele an. Bist du im Garten? Ist Bernd ein Schüler? Sind sie alle hier? Bildet Fragesatz aus dem folgenden Wortmaterial. Passt auf die Intonation auf. Seht bitte die Bilder an. Böse. Du, vielleicht, sein, böse. Bist du vielleicht böse? Die Suppe. Sein, warm, die Suppe. Ist die Suppe warm? Die Tür. Braun, die Türen, sein. Sind die Türen braun? Sprecht bitte mir nach. Böse, die Suppe, die Tür. Wie antworten wir auf solche Frage? Wir können ganz einfach mit Ja oder Nein sagen. Ja, Nein. Passt auf die richtige Antwort auf. Wir probieren es. Bist du böse? Nein, ich bin nicht böse. Ist die Suppe warm? Ja, die Suppe ist warm. Sind die Türen braun? Ja, die Türen sind braun. Ergänzt die Sätze mit den richtigen konjugierten Verbformen. Super, ihr habt heute sehr gut gearbeitet. Auf Wiedersehen!